So, ihr Pferdchen geht jetzt raus, dort gibt es lecker Hafer. Und die Jungs, die geben euch auch eiskaltes, frisches Wasser. Was wir hier haben, das ist der kleine Raum, in dem die ganzen Darsteller geschminkt werden und ihre Perücken verpasst kriegen. Das ist die Wirkungsstätte von Maskenbildnerin Pia Norberg. Wenn ich mir überlege, wie viele Mitwirkende wir hier gerade haben, wie viele sind es in diesem Jahr? Oh, ich kann es jetzt gerade gar nicht genau sagen, aber es sind weit über 50 auf jeden Fall. Weit über 50. Und die müssen Sie tatsächlich alle hier in diesem Lüttenraum abfertigen? Also alle kommen einmal in diesen Lüttenraum natürlich rein. Die ganzen Hauptdarsteller werden von uns selber geschminkt und frisiert und Koteletten angeklebt, Bärte angeklebt. Die ganzen Statisten müssen sich nach eigener Anleitung, die sie dann von uns bekommen haben, selber schminken und frisieren. Ich stelle mir vor, also spätestens bei Schiedwetter dürfen Sie nach der Vorstellung ja auch wieder die ganzen Perücken auf Schick bringen. Also wir bringen nach jeder Vorstellung alle Perücken wieder in Form, aber wenn die Perücken dann richtig nass sind, heißt es für uns, sie müssen eine ganze Nacht durchtrocknen und erst dann können wir sie eigentlich wieder richtig schön frisieren. Aber hier hat wirklich jeder seinen eigenen Kopf, seine eigenen Frisuren drauf. Genau, und hier hängen jetzt die ganzen Statisten nach Namen sortiert, dann gibt es den Schamanen und dann gibt es hier die ganzen Indianerinnen. Also es ist immer nach Gruppen sortiert und jeder hat seinen festen Platz, damit er einfach blind weiß, wo hängt seine Perücke und es am Abend dann relativ schnell geht. Wenn wir hier schminken, kommen die Statisten rein und können direkt ihre Sachen vom Haken nehmen. Und Sie bringen dann den Statisten bei, wie sie sich zu schminken haben? Gibt es da richtig einmal so einen Wochenendkursus oder wie darf ich mir das vorstellen? Also Wochenendkursus ist zu viel. Da gibt es so eine Stunde, wo man das gemeinsam erarbeitet und dann schaut man sich das an und gibt noch Verbesserungsvorschläge. Sind die Karl-May-Festspiele mit ihrer Masse an Mitwirkenden, Sie schätzen 50 sind es, und diesem kleinen Raum, ist das eine besondere Herausforderung? Das ist sicherlich eine besondere Herausforderung, auf jeden Fall. Da muss man sich ja ganz schön lange durchorganisieren. Ja, also Organisation ist hier das A und O. Die Zeit ist reif, den Tomahawk zu erheben. Über den Jagdgründen der Navajos. Hey, was ist los? Poller! Löschen! Siegelring. Nicht üben. Achtung, weg mit dem Zeug. Schnell. Heidi Ho, Mister! Ich stelle mir das auch schwierig vor. Ich meine, Sie müssen unglaublich viele Leute koordinieren und denen sagen, wie ihre Plätze sind. Das muss man ja auch wirklich erstmal alles im Blick haben, ein Auge dafür entwickeln. Ja, dafür haben Sie natürlich auch bewährte Mitarbeiter, wie die Assistentin, die Hinterbühnenmanager, die natürlich für Auftritte sorgen. Da ist viel Kommandowege, die laufen. Als Regisseur sitzen Sie dann irgendwo in der Mitte und sagen, lass mal laufen. Und dann können Sie mal da sagen, zu spät, wieder zu spät. Nicht? Und die müssen, Sie können ja nicht überall sein, das geht ja gar nicht. Also Sie können nur versuchen, die Gesamtwirkung sich anzugucken und da zu korrigieren, zusammen mit den Mitarbeitern. Aber ohne die Mitarbeiter sind Sie natürlich auch nichts. Und das ist auch das, was die meiste Zeit kostet, das Einstudieren dieser Sachen. Nicht so eine Ordnung wie der Treck, den Sie ja vorhin gesehen haben, dass die alle dann so geordnet reinkommen. Das heißt ein Riesenaufbau dahin. Benjamin, du bist mein Marschmann. Gibt es doch aber sicherlich bestimmt auch mal Sachen, wo man sagt, also Herr Schulze, das ist wirklich eine tolle Idee, aber das kriegen wir nun überhaupt nicht hin. Hatte ich noch nicht. Echt nicht? Nee. Ach was. Ich war eher der Zweifler und habe gesagt, das kriegt ihr nie hin. Und dann waren sie so angepfeffert, dass sie es doch hingekriegt haben. Wir wollen das! Vorsicht! Alle Deckung! In Deckung! Es ist ja auch nicht mehr so viel Zeit, das alles noch zu proben, oder? Ja, aber wir haben nur 4 Wochen insgesamt. 4,5 Wochen. Also wir haben 3/4 haben wir weg. Aber jetzt geht's in den Endspurt. Und ab wann beginnt für Sie die Zeit der Arbeit? Ja, nun nicht erst 4 Wochen vorher. Nein. Also die hat für mich eigentlich schon November begonnen. Buch lesen, Buch überarbeiten, mit Stambreden, Besetzungsfragen. Dann war ich unterwegs 2-mal zwischenzeitlich aus Kapstadt hierher gekommen zu Besprechungen, Bühnenbild, Besprechungen, solche Geschichten. Und dann war ich ab Probenbeginn hier. Also ich bin 3 Wochen vorher gekommen. Und es gibt ein richtig neues Bühnenbild, ein aufgefrischtes anlässlich des 60. Ne? Das ist Beton, das glaubt man alles nicht. Ne? Aber es ist ein tolles Bühnenbild, finde ich. Kostet ja aber auch ein Schweinegeld, sowas, ne? Ja,
richtig, das kostet richtig Geld. Ist überhaupt nicht, ich meine, man muss mal überlegen, diese Spiele geben mehr als 3 Millionen für die Produktion aus. Das ist eine Menge Geld. Und ich freue mich eigentlich jedes Mal, ich komme ja dann so während der Saison, wenn schönes Wetter ist, ich sage das mal gleich, wenn schönes Wetter ist, dann setze ich mich gerne mal rein und möchte mal erleben, wie die Zuschauer das so wahrnehmen. Und wenn dann, beim letzten Mal war das so, dass dann ein Vater sagte, das war das Geld wert. Und da habe ich gesagt, toll, wir haben es alles richtig gemacht. Da ist man auch richtig stolz drauf. Ja, und da sagt man, das ist doch toll. Deswegen haben die ja auch Geld ausgegeben. Nicht? Und wenn die dann nicht enttäuscht gehen, das ist eigentlich das Schönste, was einem passieren kann. Und haben Sie jetzt, wo es dieses neue Bühnenbild gibt, auch einen neuen Grundriss bekommen, eine neue Zeichnung für Ihren Schreibtisch zum Planen? Ja, natürlich. Klar, ohne den geht das gar nicht. Und wenn Sie mein Drehbuch sehen oder mein Rollenbuch sehen, dann sehen Sie, dass zu jedem Bild gibt es den Grundriss. Mit genau eingezeichnet, wer wo auftaucht und so. Das war für die ersten Proben ganz wichtig, sodass alle schon mal ungefähr wussten, wo geht's lang. Ja. Die hatte ich aber fertig am ersten Probentag. Man muss hier vorbereiten, man kann nicht hier anfangen nachzudenken, das geht nicht. Dazu ist die Zeit zu kurz. Man muss sich auch sicher sein, nach Möglichkeit, dass es so funktioniert. Man kann immer was ändern, aber das Geheimnis, glaube ich, des Regisseurs ist ja, dass er nie Unsicherheit ausstrahlt, selbst wenn das ist. Erstmal eine Entscheidung trifft. Er kann jede Entscheidung revidieren, das merkt keiner so richtig. Aber er darf nie zugeben, er weiß im Moment nicht, wo es lang geht. Das ist, glaube ich, das ganze Geheimnis. Und wenn er dann Mitarbeiter hat, die ähnlich mitdenken, dann hat er gute Arbeit geleistet. Sind Sie oft unsicher? Nein. Ich meine, natürlich kommt da auch über Jahre die Erfahrung hinzu, die man macht. Nun stelle ich mir das auch schwer vor, wenn jemand Wichtiges wie eine Maskenbildnerin, die dieses Jahr ihre Premiere bei Karl May hat, neu ins Team kommt. Muss man sich da nicht auch völlig neu einspielen? Es müssen ja nicht nur Maskenbildner sein, Requisiteure. Ja, natürlich sind immer neue Mitarbeiter dabei, klar. Auch in leitenden Funktionen. Mit denen müssen sie sich auseinandersetzen. Ich habe jetzt auch, der Stunt-Koordinator ist ganz neu. Auch Steve, da unten steht er. Mit dem musste ich mich auch erstmal auseinandersetzen und auch erst begreifen, dass der eine ganz andere Arbeitsart hat, wie der, den ich vorher hatte. Und viele Dinge kann ich mich nicht darauf verlassen, dass sie so kommen, aber ich weiß es jetzt und weiß, wie ich ihn anders ansprechen muss, damit es dann kommt. Also das hat eben auch sehr viel mit persönlichem Kontakt zu tun und auch mit persönlicher Einschätzung, wie reagiert jemand auf Anforderungen. Wenn Sie sagen, es gibt viele Dinge, wo Sie sich nicht darauf verlassen können, dass die so kommen, das muss ja ein Horror sein für einen Regisseur. Das weiß ich dann vorher. Ja. Ne? Und dann weiß ich muss ihm die Sache anders verklickern, damit es dann kommt. Ne? Einmal merken Sie, da hat sich gar nichts geändert. Und dann merken Sie, aha, der hat gar nicht zugehört. Oder hat mich gar nicht verstanden. Das ja auch sein kann, das sind ja Ausländer. Also muss ich anders mit ihnen reden. Ne? Also da macht man als Regisseur auch einen großen Lernprozess. Jedes Mal neu mit neuen Mitarbeitern, ist klar. Wie nervös ist man vor der Premiere als Regisseur? Gar nicht. Also ich nicht. Ach, hören Sie auf. Nein, ich sage das ganz ehrlich. Nein, ich sage das ganz ehrlich. Also wenn nicht mindestens bei den Hauptproben das Stück so weit fertig ist, dass es nur noch einer Routine bedarf, dass es läuft, dann ist man fehl am Platz. Da wird ja auch nichts mehr geändert. Sondern da muss in den Durchlaufgeschichten läuft das dann durch. Das muss dann also wie so ein Schnürwerk abgespult werden, wie so ein Räderwerk. Und dann sind sie auch nicht in irgendeiner Form nervös. Das Einzige, was mich nervös macht, ist, kommen alle Töne richtig, sind sie laut genug, ist die Musik nicht mal zu leise, da nerv ich die da oben, weil ich immer mit dem Funkgerät rumlaufe und sage, mein Gott, mach die Musik doch mal ein bisschen lauter. Ich hasse immer Musik, die entweder nicht da ist oder nur viertel da ist, wo man ahnt, ist da welche oder ist da keine. Ich sage, entweder ist sie da, dann hat sie auch einen dramaturgischen Zweck. Und da bin ich also ganz streng mit denen da oben, auch gefürchtet. Nein, ich glaube, sie sind dann nicht nervös, wenn sie das Gefühl haben, dass diese ganze Familie auch hinter ihnen steht. Denn sie sind ja nichts ohne die alle. Da können sie sich ja einen Wolf machen. Und deswegen müssen sie wie eine Vaterfigur alle lieb haben. Und sie müssen auch gemocht werden, sonst funktioniert es nicht. Wird der Vater denn auch mal richtig grantig? Wird er mal richtig sauer? Ja, er kann mal laut werden, aber richtig sauer wird er nicht.
Also ich schreie nicht. Ich bin kein Schreier. Neulich hatten wir mal so einen Konflikt, ich weiß nicht, um was es eigentlich ging. Was hier immer eine ganz besondere Attraktion bei den Karl-May-Festspielen sind, das sind natürlich auch die Vögel, die hier längs fliegen. Oh, mache ich dich nervös. Und hier haben wir einen Nachwuchsvogel, kann man sagen, einen Wüstenbussard. Der hat dieses Jahr seine Premiere. Wie läuft's denn bisher? Also wir müssen noch ein bisschen üben, aber soweit machen sie ihre Sache ganz gut. Aber wenn ich dann bei der Premiere im Publikum sitze, muss ich keine Angst haben, dass ich plötzlich so einen Geier auf dem Kopf habe. Nein, also ich denke mal, das wird sie nicht machen. Und wenn, wäre es auch nicht schlimm. Unsere Vögel sind nett. Die würden mit einem Ohrläppchen spielen, aber mehr auch nicht. Ich weiß nicht, wenn ich mir den Schnabel so angucke, kann das ja auch schon ganz nett sein. Sein Name ist Danila. Der über den Wolken schwebt. Er wacht von nun an über Chisot, so wie Korinther das Feuerauge über Winnetou. Er wird Korinther rufen, wenn Gefahr droht. So wird Winnetou es erfahren. So, und jetzt habe ich hier doch tatsächlich den Held meiner Kindheitstage, Winnetou, alias Errol Sander. Schön, dass Sie da sind. Das ist ja nun auch schon nicht das erste Mal. Sie spielen es ja schon seit ein paar Jahren, den Winnetou. Ist das nicht ein Suchtfaktor, wenn man hier das erste Mal mit seinem Pferd da längs reitet und das Publikum johlt? Ja, ich denke immer daran, wenn ich jetzt selbst Kind wäre und auf der Bühne sitzen würde. Und deswegen versuche ich diese Rolle da mit sehr viel Liebe und sehr viel Ehrfurcht zu spielen. Weil es ist schon, Winnetou ist schon so, hat schon so was Göttliches an sich. Aber ich bin der private Errol Sander, ich spiele eine Rolle und ich versuche die so gut zu spielen, damit die Kinder staunen können. Aber es muss schon schön sein, wenn man mit der Winnetou-Melodie da längs geritten kommt. Ich meine, das kann man ja kaum noch unterdrücken als Publikum auch. Ich glaube, als Schauspieler ist es mehr so, man spielt eine Rolle und denkt nicht so über so etwas nach. Ja. Was reizt dir an der Rolle denn ganz besonders als Winnetou? Für mich war es so am Anfang vor 5 Jahren, dass ich noch keine Bühnenerfahrung hatte. Habe hier angefangen und nach der Premiere, wenn du siehst, dass hier 8000 Menschen sitzen und die Hälfte davon Kinder sind und riesengroße Augen bekommen, das ist der Suchtfaktor. Etwas für die Kinder beizutragen, den Kindern die Werte des Lebens in einer Traumgeschichte zu erzählen, das ist was Wunderschönes. Und vielleicht können sich die Erwachsenen dabei auch ein Stückchen abreißen. Winnetou sieht mit Schmerz, wie der Zorn die Seele Mukashis vergiftet. Auch Winnetou trauert mit dem Volk der Navajos. Und ganz nebenher ist es ja auch noch wahnsinnig anstrengend. Wie bereiten Sie sich denn hier auf die Vorstellung?